Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Girl, you know it's true. Die grosse Geschichte hat Milli Vanilli. Ein grosse Debatte damals, die gouf verfilmt von Simon Verhoeven an wie das ganze Login ist, das erzählen wir hier bei Filmlife. So, du sind wir mit der ersten Episode für das Jahr 2024 und direkt mit einem Film, der mich ein bisschen eiskalt erwischt hat. Ich bin an den Film gegangen, also ich bin mal den angucken gegangen und ich schon wirklich nicht viel erwartet. Also ja, ein deutscher Film, aber die Kritiken waren aber nicht so schlecht und ich schon aber trotzdem nicht erwartet. Matthias Schweighöfer an einer von den Rollen, ich nicht unbedingt Hauptrolle, aber trotzdem schon groß besagt. Es sind nicht der größte Schweighöfer-Fan, muss ich sagen. Ich habe auch kein Problem damit auf der Leinwand zu sehen, aber der Mann möchte ein bisschen einen Hype mit den ich nicht unbedingt nur vollziehen kann. Aber egal, ich habe mir das Ganze einfach dann angeguckt und was soll ich sagen? Also die Geschichte von Milli Vanilli brauche ich noch nicht großartig zu erzählen. Ich meine, du hast alles zu viele Wäsche, weil ich noch verroten. Guck dich da drüber am Kino an. Aber was soll ich sagen? Ich suche halt da, mit nicht gerechnet und ich bin rausgegangen, nur 2 Stunden und habe mir gedacht, verdammt, ich war sau gut in der Halle gehen. Der Film hat richtig Spaß gemacht. Die Intrige, was du gelaufen hast, das so erzählt zu kriegen, so hautnah erzählt zu kriegen, das war richtig geil. Also das ist ja eigentlich eine Geschichte, wie man sie schon, oder die Musikgeschichte, wie man sie schon ein paar Mal gesehen haben. Wir haben sie mit Bohemian Rhapsody gesehen, wir haben sie mit Rocketman gesehen. Wobei, zum Beispiel Bohemian Rhapsody hat viele Sachen nicht so erzählt. Du siehst viele Sachen verschenkt gehen. Aber hey, mit Girl, you know it's true, als denke ich ziemlich viel erzählt gehen. Also du siehst schon relativ krass Sachen, oder andere krass Sachen, aber ich meine, die Sachen sind ziemlich unverschämt gewesen gehen. Und genau da, wenn der guckt, den sich der Film, so ein Film ja auch an, das will ich ja gesehen. Und der Teil war wirklich 2 Stunden lang gut erzählt. Also einfach nicht mal als Beispiel, es sucht noch 1,5 Stunden und die erste Mal auf Dauer geguckt und gedacht, frag, das ist 1,5 Stunden, als der Film schon geschieht. Und das ist ja schon immer mal ein gut Zeichen. Insgesamt waren noch heute Schauspieler alle gut, mega gut. Also das ist alles super gut verkörpert gehen. Milli Vanilli war wirklich authentisch durchgestaltet gehen. Und auch der Matthias Schweighöfer, als dafür, dass ich ihn nicht so gerne hätte, an die Rollen mega gut gepasst. Den hat das wirklich gut umgesetzt und da gab es für mich nicht viel zu meckern. Für mich war der Film nur rundum heute funktioniert. Den hat rundum Spaß gemacht. Er war wirklich, für eine deutsche Produktion war das wirklich qualitativ saugut umgesetzt. Und den hat einfach Bock gemacht. Simon Verhoeven also auch ein Regisseur, der viel Deutsch Filme, also richtig Deutsch Filme möchte, die ist nicht mein Fall. Er hat aber auch zum Beispiel Jerks gemacht. Ich meine, für jeden, den die Serie kennt, ich feiere sie komplett, richtig geilen Humor. Den hat dann mit seinem Film, fand ich, einen sehr guten Arbeit geliefert. Insgesamt stimmte Pacing an dem Ganzen. Der Film ist wirklich kein Gritz zu lang oder zu kurz. Die 2 Stunden sind komplett authentisch ausgefüllt. An all eben Rollen, weil sie das alle so authentisch spielen, kriegen ein mega gut Feeling dafür, wie das zu Demos war. Insgesamt hatten dann noch eine geile Message. Also die ganze Message, für was das Demo so gemacht ist und für was die Ligen nicht abgedeckt ist. Ja, das ist eine spannende Message. Das ist insgesamt eine ziemlich große Kritik und Filmindustrie oder auch quasi und der Konsument. Also eine Kritik und der Konsument gerichtet, wohin sich schon nicht selber frohen kann, vielleicht hat der Mann ja recht. Und auch da noch den Aufsturz von der ganzen Geschichte ist ziemlich krass und brutal durchgestaltet. So wie das wahrscheinlich dann auch den Moment war. Insgesamt ist es halt einfach eine Geschichte, die ich gerne verfolgen will. Es geht auch da, denke ich, nicht viel mehr zu erzählen. Ich denke, das war dummer da eigentlich auch alles. Der Film ist nicht das mega Meisterwerk, aber für das, was der normalerweise vom deutschen Kino gewinnt ist, war das dort schon ganz cool. Auf jeden Fall ein Film, den ein bisschen unter dem Radar lebt, und da man da auch verdient wird, von den Leuten sich angeguckt zu gehen. Und auch wenn jemand Milli Vanilli nicht unbedingt so die Berührungspunkte hat, also trotzdem, das muss ich sich bedenken, es ist der größte Betrug an der Musikindustrie gewesen und hat dem schon einen fatzigen Impact los. Und da, wenn die Geschichte ist schon
ist schon geil am Kino einker zu erleben. Du wenn unbedingt eine große Empfehlung von mir. Also war der schon nicht das ultra krass Meisterwerk, aber es ist einfach ein schöner kleiner runde Film, wo die Zahnräder, das nicht außergewöhnliches, das nicht mega krasses, aber die Zahnräder funktionieren all, sie greifen alle an den Nähen an. Das lebt einfach geschmiert. Dafür, dass ich nicht da war das einfach geil. Du zählt mir gerne an die Kommentare, wenn dir den Film schon gesehen hat, wie dir fand und ob die überhaupt Bock hatten zu gucken oder ob der Milli Vanilli wirklich so, wenn er sagt, nee, das ist überhaupt nicht für mich. Können wir auch gerne erzählen, aber was Lieblingsumsetzung von einer Musikgeschichte sozusagen eventuell ist oder so, oder du vielleicht noch ein paar Geheimtipps hast, könnt ihr auch gerne in die Kommentare da losen. Und in dem Sinne denke ich, war das doch schon. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß am Kino mit Girl, You Know It's True. Allez, ciao!